Das ist etwas, wo ich muss sagen, wo mich an der Schweiz begeistert, dass wir jetzt im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel so höflich sind, normalerweise, beim Bestellen oder beim Einkaufen. Schrecklich. Nein, nicht schrecklich. Ich finde das, ich find das schön. Wir rufen und sagen, dürfte ich noch ein Bier haben oder ich hätte gerne einen Kaffee. Wenn es nichts ausmacht, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet, noch eventuell... Nein, ich sage nicht zu viele Umstände bereitet. Einfach, ich nehme dir einen Kaffee bitte. Ja. Ich nehme dir einen Kaffee bitte. Und nicht einfach irgendwie, ich kriege ein Bier. Hallo zusammen zu einer neuen Folge «Bleich und Bossart». Heute reden wir über das Schweizerdeutsche, unsere Sprache, und fragen, wie Sprache und Denken eigentlich zusammenhängt. Barbara, hast du ein Lieblingswort auf Schweizerdeutsch? Ich glaube, es gibt ganz viele, die ich wunderschön finde. Grümschele finde ich grossartig, weil ich es auch sehr gerne mache. Was ist das? Ja, so vor sich hingefetterle, so ein bisschen Sachen umräumen. Da gibt es noch vieles. Noschen, sage ich dem. Noschen. Umblöterle, so ein bisschen Zeit vergeuden, aber es hat nicht so negativ, Blöterle. Tempeln, sage ich dem. Kind macht das immer. Ja, wenn sie nicht vorwärts machen. Du nicht so tempeln, mach mal ein bisschen vorwärts. Es gibt so viele Wörter, die man voneinander nicht kennt, sobald man ein bisschen aus einer anderen Sprachregion kommt. Yeah. Aber etwas, was ja für Schweizerdeutsche wirklich berühmt ist oder bekannt ist, sind die Verben, die quasi aus einem Nomen besteht, wo man dann leicht abwandelt und dann ein «le» hinten dran. Und dann gibt es «Dauer» vom Ganzen. Also das «z'Morgen» und dann «z'Mörgele». Und «z'Mörgele» ist etwas anderes wie «z'Morgenessen». Weil «z'Morgenessen» kann man in 3 Minuten. «Z'Mörgele», da muss man mindestens eine Stunde Zeit haben. «Z'Mörgele» ist ein Zustand, ein Seinszustand. So ein Verweilen auch, ein Zeitlassen und so. Genau. Okay, in anderen Sprachen gibt es ja quasi die Verben, oder die Verbform, die den Zustand aussagt und der quasi das einmalige aktuelle Machen aussagt. Und eigentlich haben wir das im Schweizerdeutschen auch. Am schönsten ist «Aperöle». «Aperöle», das gibt es wirklich in der Schweiz. Ja, genau. Ganz schön. Ja, das steckt aber auch so ein bisschen das Verkleinern drinnen, oder? In dem «le». Also einerseits das Verweilen, aber auch so das Kleinmachen. Das hast du ja auch bei den Säckli und bei den Liedli, das Spiegeli, also das Schäufeli. Das wird uns ja immer von den Deutschen vorgeworfen, dass wir alles so verkleinern. So. Das ist auch etwas Bezeichnendes, glaube ich, wenn man darüber redet, was denn in einer Sprache an Mentalität, an Weltwissen, an Befindlichkeit zum Ausdruck kommt. Oder? Dass Sprache wie vielleicht auch ein Spiegel ist. Aber für was von einer Kultur oder so. Verkleinerung? Also wir sind ein kleines Land und spekulativ können wir sagen, wir haben auch ein bisschen Angst vor Grösse, vor Verantwortung. Wir sind auch immer so ein bisschen bescheiden, höflich, eher indirekt als direkt. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen eine Mentalitätsgeschichte oder eine Kulturfrage. Wenn man es jetzt vergleicht mit den Deutschen, oder, wo eher direkt auch etwas fordern. Und dass die Verkleinerung, der Diminutiv, das Säckchen und so, alles klein machen, ich glaube, die fühlen wir uns schon wohl. Wenn es zu gross ist, ist den Schweizerinnen so ein bisschen unheimlich. Manchmal ist es so eine Verharmlosung, oder? Ich nehme noch ein Gläschen Wein. Nicht ein Glas Wein, ein Gläschen Wein. Also, oder eben ein Säckchen, das ist so, man hat nichts Grosses gekauft. Keine grosse Entscheidung, nur so kleine Entscheidung. Ein kleiner Schritt, vielleicht auch das Politische, so ein bisschen der Kompromiss und die kleinen Schritte voran. Bring mal jemandem bei, der Schweizerdeutsch lernen will, wo man die Verkleinerungsform brauchen darf und wo nicht. Also bekannt ist natürlich der Fränkli oder das Fränkli, das natürlich uns mega ärgert, wenn irgendjemand sagt, wie viel Fränkli kostet das. Oder, wir haben letztens festgestellt, wo wir etwas trinken, ein Stängli gibt es natürlich nicht. Eine Stange? Man bestellt eine Stange Bier und nicht ein Stängli. Das Herrgöttli gibt es natürlich. Das Herrgöttli gibt es, voilà. Aber das Stängli gibt es nicht. Das Panache. Warum? Ja. Aber zum Beispiel gibt es Gipfeli. Ich esse ein Gipfeli und ich kenne aber Leute, die sagen, ich nehme noch einen Gipfel. Wow, das ist immer ganz komisch. Das ist wirklich so tischfüllend. Wieso reden die Leute jetzt? Und vielleicht hat es damit zu tun, die einen Gipfel bestellen, dass sie denken, das Gipfeli ist wieder so ein bisschen, es ist schon nur etwas Kleines. Und nicht so sich zugestehen, ich will jetzt ein Gipfeli so und ich nehme jetzt mein Gipfeli so. Ungesund, ja, genau. Genau. Das ist interessant, es gibt ja gar nicht so viele Regeln. Es gibt gar keine Regeln, es gibt keine Grammatik. Oder? Darum ist es irgendwie auch so schwierig. Darum gibt es ja auch die Dysglossie, oder? Dass man sagt, Schweizerdeutsche wird geredet, aber eigentlich nicht geschrieben, obwohl natürlich die jüngere Generation SMS, Chatten und so weiter, fast alles auf Schweizerdeutsch. Nein, ich bin ja nicht mehr jung. Nein, definitiv nicht. Es geht mir auch viel zu lang. Ich muss mir so viel überlegen. Ich finde das so komisch. Es gibt so viele Laute, wo wir keinen Buchstaben dafür haben. Und wie du es dann schreibst, das passt nicht. Das klarste Wort, das ich das sagen kann, ist zum Beispiel der Rücken. Der Rücken. Ich sage Rücken. Dem da hinten sage ich Rücken. Wenn du das Ö machst, ist es ja Rücken.
Und wenn du das Ü machst, ist es Rücken. Aber der Rücken, der Laut. Ja. Ich weiss, du musst ein Krugeli oben dran machen, so wie in Schweden. Oder keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja, müsstest du das machen. Aber man gewöhnt sich natürlich auch daran. Ich glaube, wir haben überhaupt keine Übung. Also ich habe Kolleginnen, die dann mehr auf Zürichdeutsch oder auf Berndeutsch schreiben und so. Ich zuerst auf Stolper und so. Ja, genau. Aber es ist total Übungssache, glaube ich. Ich schreibe zum Beispiel, wenn ich so Stand-up-Philosophie mache, schreibe ich auch auf Schweizerdeutsch Text. Und du darfst einfach nicht lesen. Du musst eher so fühlen, was dort steht. Nachher liest du wirklich das Ö und dann stimmt es natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, es ist auch einfach Übungssache. Es hat zum Beispiel während der geistigen Landesverteidigung, also so 1930 bis 1960 in der Schweiz, wo man sich so abgrenzen gegen Nazi-Deutschland, aber auch natürlich dann gegen Russland zum Beispiel. Also die ganze Idee von der Schweiz irgendwie einen sicheren Hafen machen, ist Schweizerdeutsch sehr viel mehr gebraucht worden. Und dann ist es wieder mehr verschwunden. Jetzt in letzter Zeit ist es auch wieder am Kommen. Ich kann das wirklich zeigen. Linguisten untersuchen das, dass Schweizerdeutsch eigentlich auf dem Vormarsch ist. Das ist interessant. Obwohl man immer das Gefühl hat, alles wird Englisch, immer mehr Hochdeutsch und so. Stimmt nicht. Die Rückkehr vom Lokalen auch und so, ja. Ja, also auch in den Fernseh- und Radiosendungen. Ja. Wir zwei auch. Wir reden hier auch Schweizerdeutsch. Weißt du, was spannend ist? Es gibt zum Beispiel in Dänemark das Wort Hüge. Also so Hige. Ich weiss nicht, wie man sagt. Also so die Wörter, die man findet, die haben die für sich. Und das drückt irgendwie etwas von dieser Kultur aus, die Gemütlichkeit. Man kann es nicht so richtig übersetzen, es schwingt vieles mit. Aber kennst du einen, der das je bestätigt hat? Nein. Weißt du, ich frage mich immer, ist das ein Marketing-Ding? Ich weiss es nicht. Hügelig, die verwenden doch das, oder? Zumindest, ich weiss es nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich stimmt. Dass es, also gut, aber es stimmt. Es gibt einen Begriff, wo man sagt, das drückt das Lebensgefühl von diesen Leuten aus. Dann wäre jetzt die Frage natürlich interessant, gibt es das bei uns auch? Und wir haben ja, unsere Produzentin hat ja gesagt, für sie sei das gäbig. Und sie kommt aus Deutschland. Gäbig. Genau. Für mich irgendwie lustig, weil ich brauche gäbig einfach nicht. Gäbig ist für mich Berndeutsch, ich verstehe es. Etwas kann gäbig gehen. Dann passt es so, es flutscht, würde ich irgendwie sagen. Jemand kann auch gäbig sein. Eine gäbige Person ist irgendwie unkompliziert. Jemand, der irgendwie freundlich ist. Auch dort, es läuft so irgendwie. Ich finde es ein super Vorschlag, gäbig. Ich glaube, das trifft wirklich den Pragmatismus, wo die Schweiz wirklich so ein bisschen, glaube ich, ein Markenzeichen ist und uns prägt. Dass es eben so gäbig, ohne grossen Aufwand, dass es stimmt. Und dort steckt das Wort «gab», also das «geben», sondern es fällt mir etwas zu. Und das andere Wort, das ich noch so in die Favoritenliste reinnehmen würde, wäre «urchig». Im Urchigen kommt so die andere Schweiz, so das Verwurzeltsein, das Urtümliche, das Unbehandelte, das Rohe, der Knusti, voilà, der Knusti. Einen Hundsverlachten veranstaltet. Genau, so das Bäuerliche, das Authentische, Unverstellte. Ich weiss genau, was das ist natürlich der Mythos, aber der ist natürlich auch, sitzt bei uns natürlich auch tief. Also ich finde, gäbig und urchig trifft schon sehr schlecht. Sehr gut, muss ich sagen. Für mich hat das schon immer noch eine grosse Faszination. Zum Beispiel die Frage, wieso finden wir es bereichernd oder finden es viele Leute bereichernd, können sprachliche Unterscheidungen zu treffen, indem wir Sachen benamsen. Also zum Beispiel Flora und Fauna nehmen, auseinanderhalten. Also wissen, wie Blumen auf einer Wiese heissen. Das kann einfach so einen bildungsbürgerlichen Anstrich haben. Aber es kann ja auch so etwas haben, wie dass ich zum Beispiel finde, ich sehe viel grössere Vielfalt, wenn ich mehr Begriff habe. Und dort, finde ich, hat der Wittgenstein einen unglaublich interessanten Punkt. Wenn du mehr Sprache hast oder Sprache für Sachen hast, dann nimmt auch deine Welt zu. Du nimmst differenzierter wahr. Genau. Also das ist bei allem so, oder? Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, die Architektin ist und die schaut die Gebäude an, sieht sie viel mehr. Hingegen, wenn ich einen Tennismatch schaue, dann sehe ich Slice und Cross und Angriffsball und alles. Und mit dem Begriff siehst du es. Das ist ja der Punkt, oder? Begrifflichkeit haben heisst, eine Differenzierung vornehmen und Differenzierung vornehmen macht die Welt reichhaltiger. Es gibt ein sehr schönes Beispiel bei der Kübra Gümüşay in ihrem Buch «Sprache und Sein», und zwar das Wort Jakamoos. Sie beschreibt, dass das türkische Wort Jakamoos heisst die Spiegelung vom Mond auf dem Meer. Und sie ist unterwegs mit ihrer Tante, die ihr versucht zu erklären, was sie sieht. Und sie sieht es nicht, weil sie das Wort Jakamoos nicht kennt. Und vom Moment an, wo sie das Wort lernt, Jakamoos, sieht sie auch die Spiegelung auf dem Meer. Das finde ich ein wunderschönes Bild. Sprachlehren heisst immer auch eine Welt kennenlernen. Also wenn ich meinen Kindern die Sprache beibringe, dann bringe ich ihnen gleichzeitig Gesetze der Physik bei, ich bringe soziale Regeln bei, all die Beispiele, die wir nennen. Und das ist etwas, wo die Sprachphilosophie, also der Quine und andere früher betont haben, dass es nicht so einfach so
das Wissen über die Sprache gibt, wie ein Begriff funktioniert, was ein Baum ist, und dann das Weltwissen, sondern dass das ineinander vermischt ist, viel mehr, als wir das lang gedacht haben. Das finde ich wirklich ein interessanter Punkt. Ja. Und an dem ist ja auch so schön, wenn man eine Fremdsprache lernt, dass man plötzlich Wörter lernt für etwas, was wir auf Deutsch nicht sagen können. Genau. Und wir merken, das trifft etwas so gut. Und zum Beispiel aus dem Deutschen das Wort Heimweh brauchen ja zum Beispiel die Italiener. Die Italiener quasi Heimweh heisst zum Beispiel das Buch. Schweizer Krankheit, ja. Ja, aber weil das kannst du gar nicht beschreiben oder hast wie kein Wort. Oder in Amerika, glaube ich, nennen sie auch Kindergarten. Der Kindergarten. Zeitgeist gibt es auch noch. Zeitgeist, ja, genau, Zeitgeist. Ja, Zeitgeist. Ja, das sind natürlich auch so die philosophischen Begriffe, die übergeschwappt sind. Zu dieser Frage, wie eigentlich Welt und Wahrnehmung und Sprache zusammenhängen, gibt es natürlich auch feministische Theorien. Zum Beispiel Miranda Fricker, ihr Buch «Epistemic Injustice», versucht wie auch aufzuzeigen, wie sehr wir durch die Sprache manchmal auch Sachen ausschliessen, ausgrenzen oder eben dann auch reinholen in die Realität. Und sie hat jetzt das Beispiel, dass sexuelle Belästigung eigentlich als Phänomen und als Unrecht erst wahrgenommen worden ist, wo man einen Begriff dafür hatte. Solange man keinen Begriff dafür hatte, hat man wie auch nicht darüber reden und es nicht framen, würde man heute sagen, damit keinen Begriff dafür. Und das, finde ich, hat ja auch nochmal eine interessante Dimension, wenn wir die Sachen benennen können. Dann kommt sie in unsere Welt rein und macht uns zum Beispiel eben auch sensibler für Unrechtssituationen. Ja, das ist ja beim Orwell 1984, dass die Sprache abgeschafft wird, dass du die Missstände gar nicht mehr benennen kannst, oder? Das Neusprech heisst es, glaube ich. Ja, genau. Ich kenne es nicht mehr richtig, genau. Genau, das ist natürlich die Idee. Und dass du Mobbing zum Beispiel ist auch so ein Punkt, oder? Früher hast du vielleicht gesagt Hänsel oder so etwas, aber Mobbing nennt das. Und du kannst jetzt sagen, das ist das, was der zu mir gemacht hat, oder? Das ist ein gutes Beispiel. Mobbing ist ein gutes Beispiel für das. Ja, aber auch mit sexuellen Neigungen oder mit Identität kannst du das auch, also Homosexualität und so weiter. Was spürst du überhaupt? Oder eine Sprache finden und durch die Sprache findest du dann auch die Emotion oder die Neigung erst. Also das, glaube ich, das stimmt schon alles. Das kommt einfach Caroline Emke auch ja, vor. Genau, oder? Das wie wir begehren. Gell? Ja, wenn es sagbar ist, dann ist es auch wie fühlbar oder nochmal anders fühlbar und gibt einem eine Eindeutigkeit, mit einem Phänomen auch umzugehen, was sehr erleichternd kann sein, manchmal natürlich auch beschwerlich. Aber es kann eine Erleichterung sein für etwas, wo man diffus spürt, ein Wort zu haben, einen Begriff zu haben, es auf den Begriff zu bringen, wie wir ihn einmal sagen. Ich würde mit dir gerne noch darüber reden, wenn wir über Schweizerdeutsch reden, wie man sich eigentlich verhalten im Restaurant. Oder überhaupt die ganze Frage von der Höflichkeit in der Sprache. Weil das ist etwas, wo ich muss sagen, wo mich an der Schweiz begeistert, dass wir jetzt im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel so höflich sind, normalerweise, beim Bestellen oder beim Einkaufen. Schrecklich. Nein, nicht schrecklich. Ich finde das schön. Wir rufen und sagen, dürfte ich noch ein Bier haben oder ich hätte gerne einen Kaffee. Wenn es nicht ausmacht, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet, noch eventuell... Nein, ich sage nicht zu viele Umstände bereitet. Einfach, ich nehme dir einen Kaffee bitte. Ja. Ich nehme dir einen Kaffee bitte. Und nicht einfach irgendwie, ich kriege ein Bier. Ich finde das so... Das ist ja nicht, es ist eine Art Befehl, aber einfach eine Beschreibung von dir. Ich kriege ein Bier, so zacki hier. Ich finde das viel schöner. Ja, mit dem Konjunktiv. Ich nehme dir ein Bier. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber ich finde, es hat dann auch Schwächen. Also die ganze Konfliktkultur von Schweizerinnen und Schweizer ist ja nicht wirklich ausgeprägt. Und vieles tun wir dann auch hinten durch und trauen nicht anzusprechen. Ja, es ist harmoniesüchtig, kann man sagen. Also vieles trauen wir auch nicht, die harten Fakten anzusprechen. Und ich habe 3 Jahre in Deutschland gelebt, ich habe das auch noch irgendwie entlastend gefunden. Also, es ist auch eine Kultursache. Ich glaube, man schließt ja fälschlicherweise immer aufgrund von gewissen Konventionen, die anders machen, schließt man dann auf den Charakter, dass die auch so ein bisschen ruppiger sind und so und frecher. Sind sie überhaupt nicht. Es ist einfach eine Art und Weise. Aber es ist für uns sehr, wir können das kaum trennen. Oder wenn jemand reinkommt und sagt, ich kriege ein Bier. Denkst du Arschloch, oder? Ist das völlig irritierend. Und gar nicht drüber. Mir kommt immer der Witz in den Sinn von einer schwangeren Frau, die in die Bäckerei reinkommt und sagt, ich kriege ein Rauchbrot. Und dann sagt der Bäcker, Sachen gibt's. Das finde ich lustig. Das ist nicht schlecht. Ja, aber es stimmt schon, man darf nicht auf so eine Ruppigkeit rückschliessen. Und trotzdem finde ich... Es hat schon etwas Schönes, ja. Ich finde, du tust das zu fest bashen. Ich finde grundsätzliche Freundlichkeit im Umgang, ja, ist das etwas muss Schönes. Nicht einfach falsch sein. Es macht doch das Zusammenleben einfacher, wenn man versucht,
eine freundliche Sprache, einen pfleglichen Umgang miteinander zu haben. Ja, welches Wort bringt für euch das Schweizer Lebensgefühl am besten auf den Punkt? Schreiben Sie unsere Kommentare. Hier findet ihr 2 Gespräche. Das eine mit dem Philosoph Philipp Hübel über Macht und Magie der Sprache und das andere die Sendung «Deine Mundart» von unseren Expertinnen und Experten in Sachen Dialekt und Schweizerdeutsch bei SRF. Und wenn ihr nichts verpassen wollt von Bleisch und Bossart, abonniert doch den Kanal.